Tja Leute, so schnell kann's gehen und schon sind wir, haben wir erreicht, was wir wollten, wa? Wir kommen zurück hier, wieder mal zu Pokémon Sonne und Mond. Was ist passiert? Ja, ich wollte einen kurz Molunk finden, habe ich, Level 17 männlich, dachte mir so, okay, ich schicke kurz mit Sunde rein, setz erstmal im Feuerzahn ein, zum gucken, überlebt die Attacke überhaupt, hat direkt Molunk gerufen, zack, war schon weibliches da. Also, ihr seht, das ging relativ zackig und daher, muss ich erstmal sagen, geht ihr erstmal Tschüssikowski. Brauche ich nicht mehr. Und da kommt die Dragon Rage. Mit ist down. Nächstes Pokémon rufen. Ja, jetzt kommt der Sensei zum Zuge. Eventuell ist das eine kluge Idee, wir werden es gleich sehen. Sensei. Was jetzt schon ist und auf Buffalo KP? Warum ruft er jetzt schon Hilfe? Molunk, Molunk. Nangala Molunk. Ja. Ich überlege gerade, krass bei ihm. Was war das schon wieder? Es ist auch effektiv. Ah, stimmt, Gestein war es ja. Also der kann mal weg. Ich brauche einen männlichen, ich brauche einen weiblichen. Molunk. Drachenmut ist echt eine scheiße Tag. Und das Vieh ins Level 13, wohlgemerkt. Durchbruch, ja nicht so effektiv, das ist doch geil. Kann ich so schön schwächen. Ja, perfekt. Gut, Smog finde ich jetzt weniger perfekt, weil es vergiftet mich garantiert wieder. Ich wusste es doch. Ganz geil natürlich, ich würde eigentlich zweimal Drachenmut überleben, jetzt will ich nicht mehr. Vielen Schrank für die Scheiße. Habe ich irgendwo Elixiermäßig, aber natürlich noch nichts, wa? Das heißt, ich muss zuerst healen. Dann Vergiftung entfernen. Und dann ein bisschen beten. Ey, komm, vergiftet mich doch sowieso gleich wieder. Ich lasse es. Und greife direkt wieder so an. Lockduft. Also Lockduft ist jetzt echt eine Attacke ab der 7. Generation, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Beim Kampf bringt sie nichts. Du kannst nicht mehr außerhalb des Kampfes einsetzen. Wegen dem neuen System hier, das ist eigentlich alles für die Katz. So, Hyperball, fangen es mir. Er kann noch weiter runter, aber ich habe Angst, dass Sensei da vielleicht noch ein Crit landet. Ich glaube, ich muss Angst haben. Blut! Lass das mal den Sensei machen. Der Sensei macht das gut. Komm, Hyperball. Hyperball, flieg, flieg und sieg! Ja, du. Yes, Mann. Molunk, Molunk. Ja, der Sensei, der ist krass. Und das Molunk, das macht mich jetzt nass. Ja, toll, das gebe ich jetzt nämlich für einen Namen, wa? Soweit schon überlegt, ne, natürlich noch nicht. Molunk. Also am Fehler entwickelt sich relativ spät. Oh, es hat der Drachenmut, damit kriege ich schon relativ schnell hoch. Es ist ja eigentlich ähnlich wie Glumanda, wenn man so will. Hat ein bisschen was am Drachen. Es ist ja ein Giftsalamander, wenn man so will, wa? Salamandra. Wie gerade, also auch noch in Bezug darauf, dass er weiblich ist.
Salamandra klingt eigentlich eher weiblich oder doch eher einfach nur Sandra. Das ist natürlich auch eine Abkürzung von Salamandra wäre Sandra. Ja, dann Salamander war also. Ja, komm, mach mal Salamandra. Bis mal ein besserer Vorschlag kommt, wa? Salamandra. Natürlich in mein Team. Und der Bonehead, der kommt weg, ja weg. Und der Bonehead, der ist weg. Ich bin Sensei. Was machst du eigentlich mit mir, Kumpel? Ja, keine Ahnung. Ich streichel dich, siehst du doch. Danke, Mann. Gib mir was zu fressen. Nö, zurück im Pokéball. Oh, Menno. Gut, Leute. Wir haben es geschafft. Das wollte ich eigentlich. Das war eigentlich das Einzige, was ich wollte. Zurück nach Ula 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 Ula. Jetzt die Frage, hä? Molunk entwickeln. Könnte, wie gesagt, ein bisschen dauern. So, natürlich der Typen Giftfeuer haben wir jetzt gerade mehrfach im Team. Aber ist ja kein Problem. Wie bereits erwähnt, wissen wir, die anderen Typen kommen relativ schnell raus. Also sprich, sowohl Slimer als auch Mitsunda, sobald sie sich entwickelt haben. Da kann eigentlich Salamander noch ein bisschen mitleveln. Ja, das passt schon. Gar nicht mal so eine doofe Idee. So, hat sich die ganze Mühe gelohnt. Hat das Vieh die Attacke, vor allem die Fähigkeit, die ich wollte? Es hat sie, und zwar Korrosion. Oh, Moment. Hallo? 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 Kannst du das Pokémon vom Typ Stahl oder Gift vergiften? Wie geil ist das denn? Und, das ist kein ideales Wesen. Weil es ist eher speziell orientiert. Alter! Das ist ein mäßiges Wesen. Wie komme ich denn dazu? Das ist der Glücksfang des Tages. Ja, natürlich noch mehr DV, also wenn wir zur Not dann später noch manuell vergeben. Alter, wie geil ist das denn? Na gut, die Attacks sind natürlich ein bisschen beschissen. Aus Drachenmut, das ist auf dem Level sowieso imbar. Oh, sorry, aber Drachenmut also Level 20 ist einfach nur godlike. Wäre interessant zu wissen, was für ein Level das hat. Was ein Typus. Blutsauger. Krasse Attacke, viel Damage, aber physisch, aber vom Lunk jetzt nicht. Irgendwas, Folterknecht, toll. Nitrolade ist auch physisch. Alles physisch, der Scheiß. Flüssig vor allem, flüssig. Flüsensieb. Nö. Okay. Wir haben es gefangen, das ist die Hauptsache. Hallo Michael, schön dich zu sehen, aber soll es nicht eigentlich Mali jetzt hier mit Professor Kukui treffen? Werden das verraten? Ich will nicht! Naja, gehen wir in den Ziergarten ran, lassen uns bezirren. Mali, Ziergarten. Im Mali-Ziergarten soll es ein Teehaus geben. Ein Teehaus geben. Wahnsinn, oder? Aber gut, ich schlage vor, wir teilen uns auf. So, bei der Brücke nach dem Professor und du suchst den Rest der Umgebung ab. Sieht denn da? Meine Schaltkreise sind überfordert. Wo steckt der Professor nur? Bzzz. Wer weiß, wer weiß. Was gibt's Pokémon? Pokéball flieg, flieg. Was gibt's hier für Pokémon? Yo. Maskeregen, Maskeregen. Ich bringe auch Fluch und Segen. Oh, der geht mit Rohr. Na gut, Fluch und Segen. Ich würde sagen, tschüss. Oh. Ich mach dich nass. Schön. Sag ja, und tschüss. Das mal irgendwie so ein western Stil war, der Musik und so her. Hm. Kann gefallen. Der Luxusball. Ich frage natürlich, gibt es hier noch irgendwo ein paar Trainer? Jo!
Also, Mini-Trainer. Oh, das sagt der Pokémon! Wieso? Für uns ist doch immer Tag der Pokémon! Es ist Tag der Pokémon! High Five! Pi! 3,14! Ja, wenn wir sagen, Rasierblatt. Oh Mann. Zaublatt. Das ist bessere Attacke. Was kein Damage. Alter, nur ein Punkt. Ein KP-Punkt. Warum? Ist Pi echt so schwach? Ja, offenbar schon. Ich habe noch mein Pi. Mein 3,14 Millionen auf dem Konto. Diese reichen Kinder heutzutage, wa? Keine Ahnung, ich darf hier nicht durch. Was steht hier auf dem Wasser? Oh, ich stehe jetzt auch. Jesus-Style. Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Oh, ein Quapsel. Ich finde es eigentlich schade, dass es von Quapsel noch gar keine Zweigentwicklung gibt, aller, naja, Wasserpsycho. Weil eigentlich bietet sich das ja an. Ja, mein Quappo ist Wasserkampf, ja, ist klar, kräftige Hände und so weiter. Quaxo, ja, nur Wasser, ja. Kann man natürlich schon machen, aber ich glaube, heutzutage wird es das gar nicht mehr geben. Neuen Typen, wo nur ein Typus ist. Nee, ja, da muss alles perfekt sein, oder muss alles super sein, darf gar keine schwache Pokémon mehr geben. Was ist wohl das Geheimnis? Das Geheimnis des Tiergartens. Wäre eigentlich ein cooler Titel für einen Harry Potter Roman. Harry Potter und das Geheimnis des Tiergartens. Das mache ich schon hier, bevor ich da rüber gehe. Ah, du bist ein Nettal, lässt mich gar nicht mehr durch, wa? Du auch mal durch. Ich glaube, oder ich habe es in Erinnerung, dass es hier viel mehr Trainer gab. Hä? Ich mich jetzt total. Offenbar schon, hm? Und noch ein Quapsel für KE Pura du. Von die Puras. So. Das ist ein Fleckmond-Trainer, wie es aussieht. Angel auswerfen und... ein Stiefel geangelt. Nee. Kopdo. Naja, was heißt das? Übersetzt genau. Wir haben zurück ins Meer, Mann, du Trottel. Ich habe aber keinen Bock drauf. Hey du, Urlauber. Was denn da jetzt Schönes? Es muss ja ein Pokémon sein, das eine Alola-Form besitzt, aber er in seiner normalen Form einsetzt. Normales Nobilikat. Typus normal. Das andere müsste eigentlich eher heißen Alolas Nobilikat. Typus verwöhnt. Oh je, Mann, es wäre Zeit für eine Z-Attacke aus. Nobilikat ist schon relativ schnell. Aua, meine Ohren. Okay, es wäre Zeit für Flower Power. Z-Move activated. Yeah!
ich bin brillant, Mann. Hier kommt meine blöde Braut. Tschüss, Mann. Das ist niemals in dem One-Hit-KO. Sag ich ja. Bin mich auch sehr gewundert. Immer was willst du? Du willst angreifen? Ich greife an. Tja, selber schuld, würde man sagen. Ein Knogger! Normales Knogger, yeah, Mann! Geil für Pokédex! Razor Leaf! Oh, Mist. Defense runter. Ah, schon wieder. Ich versuch's mal ein bisschen speziell, aber. Kraftreserve, Typus Eis! Yo! Gib mir Eis! Nein! Der fast gereicht, denn jetzt nur noch ein Level gefehlt, Freunde, noch ein Level! Und ich als nächsten Part dann Entwicklung von Kaipura. Der war's. Meine Nase juckt gerade. Warum juckt jetzt meine Nase? Wenn ich noch irgendwie 4 Minuten aufhören zu jucken und dann zurückjucken. Ja. So, sehr schön. Ist hier oben noch einen Trainer eventuell? Nö. Aber ein wildes Pokémon. Klar, der Typ da sitzt normales Ability-Kartei. Was finden wir hier in Alola Mauzi? Ich glaub's nicht, man kann nicht fangen, weil ich hab's eins in Sonne, glaube ich, mal zu erinnern. Immer, was willst du? Ja, okay, wenn... Ah, da hat er gerade ein Ding unbedingt Ärger haben will. Natürlich auch platt machen, gar kein Thema. Grassamen. Grassamen, das war was schon wieder? Es war irgendwas Episches, irgendwas Ekliges. Es war kein Luxusball, nö, das nicht. Grasfeld aktiv ist der Gasfelder, ja. Ich glaube, eigentlich nur für die legendären Wächter interessant, war die 4. Oder halt die nach Attacke. So. Dann mal sagen wir zurück zum Professor. Der war da in der Mitte, wie man sich vorstellen kann. Wieso mich Thailand nicht in der Mitte durchlassen will, ist mir auch schon Schleier. Na, kann noch ein Pokémon? Ich würde gerne Kaipura vor Level 33 machen. Dankeschön. Das wäre geil. Quapsel. Quapsel, Quapsel, Quapsel. Ja, ich mach dich platt, Mann. Doing, doing. Glaube ich ja. Du bist schneller? Du bist toter. Was für ein Wort war toter? So, Level 33 für Kaipura. Fugenschlag. Nee, garantiert nicht, ey. Fugenschlag lernen. Nur noch ein Level und Kaipura lernt echt eine geile Attacke. Es macht auch eine ziemlich interessante Entwicklung durch, auf dem Typus her. Also wissen ja, es hat schon doch Pflanzenflug. Naja, das wird nachher ein bisschen anders sein. Ja, da vorne ist er schon. Ich gucke mal, ob da noch irgendwas ist. Ein Wukix! Ja, das war noch da. Noch ein Battle. Keine Sorge machen, das mit Kuku noch heute. In der heutigen Episode. Je nachdem wird es halt etwas länger. So, was hat sie für Nicht-Alola-Formen? Ratti, Ratti. Es ist ein normales Radikal, dem gebe ich auf die Nase, Mann. So. Oh ne, der Hyperzahn. Nicht der Hyperzahn. Wow.
Ja, ein bisschen weniger, aber immerhin bekommen wir schon mal spezielle Punkte. Raichu ein weibliches. Pflanzeflug, okay. Alter, das ist... Ah, okay, das ist schon. Ein bisschen schwächlich, ey. Ja, seht ihr? Vielleicht kriegen wir sogar Kaipura heute noch zu sehen. Achso, Entwicklung natürlich. Wenn nochmal so ein Trainer kommt, wäre das durchaus im Bereich des Möglichen. Zygarde-Würfel. Sehr gut. Oh, das sind gegen weniger. Ariados! Ariados! Ist ja eigentlich ein relativ stark, also von Erfahrungspunkten her zumindest entwickeltes Pokémon. Oh, Schattenstoß. Könnte man sich eigentlich noch fangen? Jo! Man kann es sich fangen. Ariados! Wieder geile Erfahrungspunkte. Hier, registriert. Was kann mit dem Hinterleib? Es kann so viel. So, Spitzname war. Ja komm, da bietet sich doch direkt an, das muss fast schon sein. Schreiben wir uns da vermutlich mal auseinander, aber ist jetzt egal. Spider-Man! Totaler Quatsch eigentlich. Vor allem müssen nach der Logik ja jedes Pokémon, jedes Spinn-Pokémon Spider-Man nennen. Es gibt ja, glaube ich, trotz allem einige. Aber ist ja egal. Warte gerade, hä? Was mache ich jetzt plötzlich? Das war zu erwarten. Upsel. Doing, doing, mit kurzer Entwicklung. Doing, doing, doing. Doing mal ein bisschen los. Doing, doing, doing. Regentanz. Quapsel-Style. Ja, fast. Riesenpilz bloß, ja, ein bisschen enttäuschend zum Verkauf natürlich. Wir kriegen es scheint doch noch kein entwickeltes Kaipura zu sehen, aus der Yoda-Region herkam. Aha, wegen Teak City, wa? Können wir nicht rein? Nö. Schade. Okay, schauen wir mal, wa? Was los, Kukui? Kukui? Ah, Professor Kukui. Oh, hallo. Ihr strahlt das ganze Gesicht. Ist irgendwas Tolles passiert? Und oh, das war der Wahnsinn. Herr Professor, du wirst es nicht glauben, ein Ultrapfad hat sich geöffnet. Dort war tatsächlich eine Ultrabestie. Dann muss der Professor Berlin erzählen. Wow, dort die Ultrapfade ist also ein Ultrabestie gekommen. Fantastisch. Augen auf. Dann ist es jetzt umso wichtiger, dass ihr durch die Inselwanderschaft stärker werdet. Wer weiß, vielleicht kommt ihr ja irgendwann an Tagen, in denen ihr durch eine Ultrapfade gehen könnt. Also gut, nächste Prüfung findet auf dem Gipfel des Hokulani-Berg statt. Hokulani-Berg. Da kann man am besten mit dem Bus hin. Geht einfach zur Bushaltestelle auf Route 10. Professor, geh schon mal vor. Es hat schon mal einen Sattelladen auf mich. Ich gehe meine Inselwanderschaft gerne ein bisschen entspannter an. Alles klar. Okay, Marc, ich warte an der Bushaltestelle auf dich, ja? Tschüssi. Tschüssi? Ich weiß. Hat er gar nicht gesagt. Schnell, was das eigentlich ist. Ich werde es bald herausfinden. Bis später. Alola. Ne, du mir auch. Eine Sternwarte, wa? Komisch, sieht irgendwie aus wie in der Judo-Region, aber er liegt mal hier doch in Alola.
Woher kennst du die Johto-Region? Machst du das schon mal? Du bist doch Roto, du bist doch ein Pokémon der 4. Generation. In Anspielung auf den Rotodex im Remake von Diamant Perl. Wer weiß, wer weiß. Aber egal, gell? Erstmal ins Pokémon Center und Route 10 den ganzen Rest schauen uns in der nächsten Folge an, Freunde. Das hoffe ich zumindest. Na okay. Das lädt erstmal. Gut. Alles heilen im Team, Mann. Und dann wird es so geil, Mann. Ja, ja, ja. Ich glaube auch wegen Molung zum Trainieren werden wir wieder mal ein EP-Teil anschalten. Auch wegen Sensor, da waren natürlich relativ viele Erfahrungspunkte. Leider. Aber wird schon. Freunde, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, bis nächstes Mal hier bei Pokémon Sonne und Mond. Mit einem weiblichen Molung, Pokédex 40 bereit, Spielzeit 18 Stunden. Krass, ey. Und, ist das ausgegraut hier? Ah, ein bisschen besser. Der Grauschleier, hey, vor allem hier, wenn es sowieso schon grau ist. Sieht ein bisschen bedrückend aus. Egal. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen. Ja, Speichern nicht vergessen. Yes.